Im Jahr 1950 wird Dr. Kurt Richard mir ein Experiment mit Raten, seine wie lange die würde kämpfen, wenn der im Bhutan angefallen wird, wenn im Bhutan andeut. Das Experiment, das wir so. Da hat eine Gruppe als Wissenschaftler, eine Gruppe Raten im Bhutan an, und seine wie lange die würde kämpfen, zum Überleben. Nach 15 Minuten hat der Raten alle abgegeben und wurde sich für sie piloten. Hij neemt wat Raten uit dem Bhutan und dat de raad weer, laat hij verpusten. En als dan alles oké weer, dan duidt hij de type met andere Raten in Bhutan aan. Deze, wat hij uitgenomen had, zijn wat is de onderscheid van die, wat eerst de mal binnen weer, en die wat hem tweede mal binnen weer. De weer zeer überrascht. En er steht 15 Minuten te kämpfen, wat wordt het weniger oder mehr zijn. Nicht bloß eine halbe Stunde, auch nicht bloß eine Stunde, sondern diese Ratte, die 60 Minuten können die schwammen. Ab so die Ratte geht die Schwammer wieder, die hat eine 15 Minuten abgegeben, wenn die an ihre Geschichten oder Wissenschaftler nicht figuriert, nicht, dass jemand mir helfen wird. Wenn ich das nicht kann, selbst dann abgeben. Mir wird keiner helfen. Aber nur wenn es die Hilfe gekriegt hat, hat die eine Hoffnung, mir wird Hilfe, ich will Hilfe kriegen. Mir wird wir Hilfe kommen, dass die 60 Stunden kämpfen. Menschen, die Hoffnung haben, kämpfen 60 Stunden und es steht 15 Minuten. Menschen, die Hoffnung haben, kommen verweicht. Das meiste ist nicht Menschen, die die meiste Möglichkeit haben, die meiste Kraft, die verweicht kommen, sondern die Hoffnung haben. Einzige Kinder sind nicht weit gekommen im Leben, nicht wenn sie nicht die Fähigkeit haben, sondern wenn sie nicht die Hoffnung haben, wenn sie einmal die Duchte nicht. Du wirst niemals so weit kommen als dein Bruder, du wirst niemals so viel tun als deine Schwester. Mit den Nuba ist das viel mehr. Mit den anderen, das funktioniert immer da, du wirst niemals so weit kommen. Das wird die Hoffnung raufbringen. Aber wo der erwartet, oder wo der eins wird, das gibt eine Hoffnung. Eins wird mir helfen, das wird nach heute kommen. Ich will wieder kämpfen, ich will nicht abgeben. Manche hören das Footballspiel ab, euer das zu eng ist. Kein Spiel hört nicht ab, euer das zu eng ist. Aber zuletzt gibt es immer noch eine Hoffnung. Die Leben hört nicht ab, euer das zu eng ist. Kämpft nach und dann wird die letzte Minute. Wie lange bist du bereit zu kämpfen? Und wie lange bist du bereit, andere Leute zu merken, du hast eine Hoffnung da wieder? Als Christen habe ich eine Hoffnung, dass er nicht zu eng ist, wenn es beim Tod ist, wenn ich sterbe, dann ist alles zu eng. Das gibt noch eine Hoffnung für die Ewigkeit. Und Jesus Christus, dass wir können im schönen Himmel ab goldene Gasse gehen. Die Bibel sagt uns in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 16, Hei aber der Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der hat uns geläuft und hat uns den ewigen Treus gegeben in der gute Hoffnung durch seine Gnade. Gute Hoffnung. Jesus Christus hat uns gute Hoffnung gegeben an seine Gnade. Er ist uns so ewig, ich will die Hoffnung geben. Du brauchst nicht die ganze Zeit sein, wo ich gerade sein, aber ich zweifle da immer. Bist ein Mensch, der immer zweifelt, was Jesus mir rate, sehe ich gerade? Glaubst du wirklich, als Hoffnung, du hast Glaube, du hast Hoffnung, was verweicht. Und wer Menschen, wer Hoffnung hat in Jesus Christus, wer Hoffnung hat für die Ewigkeit, hat das ganz klar, die wollen andere Menschen Hoffnung geben. Aus den Arbeiter, aus den Mitarbeiter, aus den Nächsten, die wollen den Hoffnung geben. Einzige für sich gemütlich mit den anderen öfter nicht. Der beste jemand, wer so halt, dass die anderen der Rat einmal rücknehmen, so, das ist nach Hoffnung. Ich will jemand, der in einer Krise ist, eine emotionale Krise, geistliche Krise, finanzielle Krise, ich will ihm Hoffnung geben am Leben, wenn es dir dann wieder kämpfen kann. Bist du ein Mensch, der Hoffnung hat? Bist du ein Mensch, der Hoffnung geben wird, der das dir aufbringen. Gott sieht Menschen, die bereit sind, an seinen Hoffnung zu glauben und Hoffnung geben. Die Welt braucht Menschen, die Hoffnung haben und Hoffnung geben. Und sie ein Teil von diesem Projekt von Hoffnung am meisten zu kämpfen.